können wir uns nicht besonders bekloren, wie der sieht, auch am Himmel. Wir sind gesegnet von einer immens wechselhafter Saison, einer immens wechselhaften Sommer, den uns natürlich wunderbaren Karte spielt. An so Konditionen wie den hier, als Netzen quasi kein Thema, wie unser Nordic-Approach vom Gärtnerin an der Wasserhaltekapazität von unserem Boden, als wenn der Niederschläge so könnt, an so einem, ja, sagen wir mal, Lützebäuer normalem Sommer, quasi nicht nötig, und es kann wunderbar Gemüse bauen, ohne auch nicht von Bewässerung zu schwätzen. In den anderen Tunnelen, überall rundherum, sieht dramatisch anders aus. Und zwar sind all die Kulturen, wie ihr seht, immens gewusst. Und sie hängen voll Tomaten. Das trotz der Saison wahrscheinlich für uns relativ gut Tomatenjahr. Vor allem Cherry-Tomaten hängen wunderbar voll. Und Pflanzen sind quietschgesund. Und da können wir uns also nach ein großes Rekord freuen. Auch die Paprikan und die Auberginen sind das ja immens üppig gewusst und hängen voll, so voll, dass man sie nach extra muss steipen, an dem das Pflanzen für ihre eigene Gewicht nicht kollabieren. Mit hier zu Lützenburg Paprikasaison fängt normalerweise recht Richtung Ende August an, die ist am Anfang recht voll am September, da mit zeitige Paprikan. Die brauchen an heißen Temperaturen wirklich verdammt lang für zeitig zu gehen. Den einen oder anderen Gärtner wird das wissen, wie lange ich muss einer Paprika nur gucken, bis das schlussendlich wirklich ganz rot ist. Etwas anderes, was da auffällt, ist, dass am April und am Juni das Bild ändert sich zwar durch die Gart, aber der Gart ist immer voll. Also dann stehen an seinem Gart kaum Lücken, was auch ein großer Fehler ist von der Bearbeitung oder so nicht mal von der Nicht-Bearbeitung vom Boden. Weil wir quasi können plecken, rächen und nach derselben Tag drauf pflanzen. Ohne müssen mit einer Maschine zu kommen, ohne müssen auf die richtigen Konditionen zu warten. Der Gart an der Boden ist quasi immer bereit für neue Pflanzen umzuhüllen. Hier seht ihr zum Beispiel auch frisch gepflanzten Zaloten durch gelöscht worden, das Zeit Stunden nach Murten. Die holen wir raus, wir rächen und wir pflanzen direkt dran. Und zu dem lückenlosen Gart, dass man in dieser Zeit am Jahr kein Eidelbeete haben, als es wirklich die wichtigste Zeit, keine Lücken zuzulassen, weil auch nicht wie am Frühjahr, wo ja der Sommer an die Sonnenstunden an die Jahreslänge recht könnt, lebt gleichermaßen am Hirsch als Jahreslänge die Sonnentemperatur, die schön ist, laufen von uns fort an all verlorenen Tag, wo ein Beet frei ist oder eine Pflanze nicht am Boden ist, kann ich sagen, dass sich das von Mond zu Mond verdirbelt. Also ein mich spät gesenkten Tag am August, als für mich 2 verlorene Tage am September, 4 verlorene Tage am Oktober und mehr wie eine ganze Woche verloren am November. Wenn ihr also davon ausgeht, dass wenn ihr eine Lohe Andave pflanzt, an der mindestens 6-7 Wochen doch Fisch braucht, also sowieso schon ein Rekord für Anfang Oktober. All Baum, all Zucht hängt voll. Und mit dem August wieder, wo sie auch wirklich hier die Früchte mal löse zeitig machen, dick machen. Aber immer genug Zeit, für das der Baum kann aufdrischen, für das nicht so viele Schädlinge oder Pilzkrankheiten können Druck kommen. Sie mal guter denken, dass wir sogar das Jahr wirklich können am Hirsch Obst und als Membre verteilen, was ja mal immens freut, weil wir ja all Jahres irgendwie hin ein bisschen an den Druck gekrascht haben. Weil aber viel Arbeit ist, so all Jahres zu schneiden, zu gucken und zu hoffen. Ja, und das Jahr wird man endlich können an unserer Gemüseküche auch mal Obst dran testen. Das ist auch mal schön. Hier waren an der Nursery. Sieht der Moment wie auch am Juni am Anfang schon im Vergleich zum Frühjahr relativ eitel aus. Und es sind
klassisch Hircht wirklich Hirschkulturen NRW umkommen. Wir kommen mit Naven, wir kommen mit Grängem Kabes, wir kommen mit Chinakohl, wir kommen mittlerweile mit 12. Satz zerloten. Am April hat den 1., 2. und 3. konnte filmen, konnte gucken. An Lo sind wir weil beim 12. Satz, den nach Lo mit August an den Boden könnt. An den No könnt wahrscheinlich sogar nachhin. Op den Dëcher gesinn der Zwiebeleleien wat och eng schwereg Kultur ass fir segem Summer fir se iwwerhaupt Dresche kënnen anzusammeln, dats in de Risiko vun zuviel Faulen ënnen evitéiert. Den en oder andere Gärtner kennet flläch de Problem. So Sachen mussssen einfach Dreschen an Lara kommen, fir dat se kënne proper Dreschen nach weiter reifen an sich wirklich larbar machen. Silo an Juni gemäß an der ganze Guard als an Sänger voller Pracht kann ich sagen, wie ist alles schnell, die gibt nicht mehr lang wie lo, das Sondo, das auch do, nicht nur gemäß wie es mir auch Dunkreider wurzeln, du musst in den Druck bleiben, das hat man im letzten Video gesehen, wie das geht. Aber auch all die anderen Organismen, dazu gehören Insekten an eine ganze Reihe Gedeisch, die auch ungemäß Pflanzen gehen, fühlen sich am wohlsten. Für da dann ein gewisses Gleichgewicht zu halten, das heißt, für das nicht nur die sogenannten Schädlinge, die Gemäß attackieren, einen gesunden Zustand zu halten, aber auch die Organismen, die Insekten, die Schädlinge rumfressen, für die auch zufrieden zu halten, an ihnen Lebensraum zu bieten, pflanzen wir so viel wie möglich Struktur rund um diese Guard. Und das ist auch shit vor allem an seinem persönlichen Gemäßguard daheim zu empfehlen, 4 Obstbäume zu integrieren, 4 Sträucher zu integrieren, 4 kleinkraute Schichten zu integrieren. Desto mehr Struktur, desto mehr eine große Vielfalt von Organismen, von Insekten und desto mehr ein ausgewogenes Gleichgewicht hat in unserem Guard. Schädlingen allgemein gehen am liebsten Pflanzen, die schon schwach sind. Das heißt, mehr so, man einen gesunden Boden hat einen gesunden Pflanz und ein gesunder Pflanz ist einfach fähig, für sich gegen Schädlingen zu verteidigen, von Natur aus. Wenn ein Pflanz schon ein bisschen geschwächt ist, wie eben den Baum hier hat man, der kriegt einen auf bei einem starken Wand hier am Guard, den hast gebracht. Du hast den Arsch ein bisschen geschwächt und den wird ein Arsch, den ist voller Blattleis. Die Blattleis selber gehen eine Woche im Moment stark attackiert von anderen Organismen, dazu gehört von allem als Timmelstärchen an denen hier Larven. Heinz du gehen auch die gewöhnlich Haraspeln drohen, die gehen aber von allem den Ausschädungen sichern von der Blattlaus, aber auch verschiedene Schwebfliegen als Schlupfwespen, die Blattlaus attackieren. Dat ass eben dat wat man probieren herzustellen, mat all Arten, die man als Guard rakreien, kräen man soviel andere Arten, die déi Art attackieren. Das heißt, das ist ein exponentielles Wachstum an der Natur, wann eng Vielfalt schafft. Andere Maßnahmen für als Kulturen zu schützen sind als Kulturschutznetzer. Etwas ganz Einfaches, das man vor allem gegen den weißen Piperling, den du Rötter gesagt flehen. Das ist der Kohlweißling, du von der Großen und den Kleinen. Die lehnen hier eher auf vor allem Kabelpflanzen, auf Brassicaceen, Kreuzblütler, an denen hier Larven. Die Raupen frieren ganz sehr Blätter ab. Und mit einem einfachen Netz an dem von der richtigen Größe kriegen sind Kulturen gut geschützt.